Die Westfjorde Islands. Hier ist Europa zu Ende. Hier am Polarkreis dauert der Winter gut 6 Monate. Monate, in denen die meisten Straßen unter tiefem Schnee verschwinden. Monate der Isolation und der Abgeschiedenheit. Für die kleinen Dörfer und Bauernhöfe sind der Postflieger, das Telefon und der Wasserweg dann die einzigen Verbindungen zur Außenwelt. Diese Landebahn endet direkt am Steilhang zum Nordmeer. Sie bietet kaum Platz zu manövrieren. Der kleine Fischerort Syzeöy, umzingelt von steil aus dem Meer aufragenden Bergen. Die einzige Straße ist jetzt nicht befahrbar. Die Landebahn musste 30 Meter höher aus der Bergwand herausgehauen werden, aus Platzmangel. Es ist die kürzeste und riskanteste Piste der ganzen Region. Aber für die Menschen ist sie nun die wichtigste Nabelschnur zur Außenwelt. Zumindest der Postflieger kommt hier 5-mal in der Woche vorbei. Postpilot Hörður Gudmundsson fliegt immer die gleiche Route. 6 Stationen hat er nun noch vor sich. Island ist die windigste Region der Erde, wenn man von der Antarktis einmal absieht, soweit ich das beurteilen kann. Nicht etwa die Berge, Fjorde und Täler machen uns das Leben schwer, sondern die ständig wechselnden Wetterbedingungen. Am unberechenbarsten ist das Wetter im Winter. Und gerade dann ist Hörður Gudmundsson nicht nur mit Post unterwegs, sondern auch mit Menschen und Tieren, mit Lebensmitteln und Ersatzteilen. Wir sind auf dem Weg nach Bildudalur im Auftrag des Bezirksbüros für Behinderte in Ísafjörður. Früher mussten die Leute wegziehen, wenn sie ein behindertes Kind bekamen. Wir sorgen nun dafür, dass die Leute in ihrer Heimat bleiben können und dort die notwendige Betreuung für das Kind erhalten. Nach 2 oder 3 Stunden ist die letzte Station erreicht, je nach Wetterlage. Die Beschaffenheit der Landebahnen ändert sich von Fjord zu Fjord. Zwischen Eis und Matsch liegen manchmal nur ganze 10 Flugminuten. Diese Piste liegt mindestens 10 Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Ein kleiner Schwemmkegel im Fjord bot die einzige Möglichkeit für einen Flugplatz. Hörður kommt morgen wieder, wenn das Wetter es erlaubt. Feierabend für Egil, den Fluglotsen und Bauern. Er fährt zurück zu seinem Hof. Dieses Stück Straße ist befahrbar, wenn auch nur im 2. Gang. Es ist keine harmlose Strecke, die Egil da jeden Tag fahren muss. 2-mal hat er schon zu spüren bekommen, wie lebensgefährlich das Wetter hier werden kann. Als er einmal mit einem LKW unterwegs war, wurde er von einer Lawine verschüttet. Er konnte sich und 2 Freunde freischaufeln. Das war an derselben Stelle, an der er schon einmal 20 Jahre zuvor zum Lebensretter geworden war. Damals tobte ein schwerer Wintersturm. Ein Trawler war in Seenot geraten.
Ich war einer der Ersten, die hier ankamen. Wir waren insgesamt 5 Rettungsleute, als der Trawler abends bei Orkan auf Grund lief. Wir sind die ganze Nacht geblieben. Um 5 Uhr morgens mussten wir uns zurückziehen, weil die Flut bis zur Bergwand hochstieg. Ein paar unserer Leute wären fast vom Meer mitgerissen worden. Aber am nächsten Morgen haben wir die Seeleute dann gerettet. Nicht alle konnten gerettet werden. 11 Fischer starben. Ein Filmteam war bei der Rettungsaktion dabei. Es war ein seltsamer Zufall. Die Filmleute waren eigentlich vor Ort, um eine Seerettung zu inszenieren, als das wirkliche Unglück dann direkt vor ihrer Kamera passierte. Wir haben alles, was in unserer Macht lag, getan, um die Leute zu retten. Aber es gab Situationen, die wir nicht in den Griff bekamen. Jetzt ist nicht mehr viel übrig von dem Schiff, bis auf diesen Eisenmüll da am Ufer. Der Kessel des Schiffes ist da vorn und nur bei Ebbe zu sehen, sonst ist alles verschwunden. Egil und die anderen Retter erhielten den höchsten Zivilorden Großbritanniens. Denn die Seeleute waren Briten gewesen. In Egils Tal waren früher 20 Höfe. Heute sind es nur noch 4. Egils Sohn und Enkel sind auf dem Weg zum wichtigsten Teil ihres Hofes, dem Kuhstall. Die Pferde wurden nur angeschafft wegen der Touristen, die in den kurzen Sommermonaten kommen. Sonst werden sie auf dem Hof nicht mehr gebraucht. Gebraucht werden die Kühe. Egils Familie lebt von der Milchwirtschaft. Die Milchproduktion wird vom Staat streng quotiert. Quoten kann man nur erben oder von einem Bauern übernehmen, der seinen Hof verlässt. Neue Quoten gibt es nur beim Staat. Der aber verkauft keine. Daher können keine neuen Bauernhöfe entstehen. Es kann immer nur ein Kind Bauer werden und den Hof der Eltern weiterführen. Die anderen wandern weg. Und Fremde kommen nur durch Heirat ins Tal. Der Wohlstand der wenigen Bauern wird mit Isolation erkauft. Die Leute in der Stadt glauben immer, dass man isoliert ist, wenn man nicht so viele Menschen um sich hat. Aber das ist ganz falsch. Man hat hier alles, was man braucht. Und man erfährt von allem, was geschieht. Übers Fernsehen und Radio. Und dadurch ist man besser informiert, als wenn man in der Stadt lebte. Vier Generationen leben auf Egils Hof unter einem Dach. Der älteste Olavur wurde im Jahr 1900 geboren. Ich bin mehr als 20 Jahre lang mit dem Ruderboot zur See gefahren. Dann hat sich alles geändert. Es kamen die großen Boote und andere Fangmethoden wurden angewendet. Der Fang wurde gleich zu den größeren Orten gebracht. Die Leute zogen mit und dann war alles verlassen. Jeder zweite Bauernhof stand leer. Und wie siehst du die Zukunft? So schlimm ist die gar nicht, glaube ich. Wenn doch die Leute nur etwas mehr nachdenken würden. Die geben zu viel Geld aus und deswegen kommen sie jetzt in Schwierigkeiten. Man passt nicht genug auf das Geld auf. Es wird verschwendet. Man häuft Schulden an und denkt nicht an die Zukunft.
Man lebt nur von einem Tag auf den anderen. Ich gebe dir durch, was wir tun. Wie viel Treibstoff hast du an Bord? Ég er með 2,5 í... So für 2,5 Stunden. 2,5 í fullt Und dann werden wir mal og sehen. við bara látum sjá til bara með það. Hörður Grismonsson ist auf einem außerplanmäßigen Charterflug für Seeleute. Sie haben mehrere Wochen lang bei den Westmännerinseln im Süden Islands gefischt. Jetzt geht der Fisch ganz frisch auf die Märkte in Deutschland und die Männer lassen sich von Hörður an den freien Tagen nach Hause bringen. Wie lange fährst du schon zur See? Ich habe mit 14 angefangen. Also wie viele Jahre? Mama mia, jetzt hast du mich in der Falle. Ich werde 50 dieses Jahr. Reicht dir die Antwort oder muss ich mir einen Computer ausbauen? Das sind nach Adam Riese ganz ohne Computer immerhin 36 Jahre. Was habt ihr denn gefischt? Wir haben mit Schleppnetz gefischt. Hauptsächlich Rotbarsch und schwarzen Heilbutt. Und sonst noch Kabeljau und andere Arten. Eine gute Ausbeute? Ja, im Vergleich nicht schlecht. Die Fischer arbeiten auf einem der modernsten Trawler und sind für ihre Fangrekorde im ganzen Land bekannt. Jetzt fahren wir nach Hause zu den Frauen. Warum? Warum? Weil wir nicht mit den anderen ins Ausland durften. Deswegen müssen wir nur nach Hause zu den Frauen, um das Gras zu mähen, falls der Schnee weg ist. Er hat Glück. Diesmal ist noch kein Rasen zu mähen. Aber nach 3 Wochen auf dem stürmischen Atlantik tut es einfach nur gut, nach Hause zu kommen. Heim in eine Welt, in der der Familienvater eigentlich nur Gast ist. Ein Gast, der die Familie immer nur kurz besucht. Die Betreuung der Kinder, die Abrechnung der Steuer, die Reparaturen an Haus und Auto, die ganze Geschäftsführung, einfach alles zu Hause, macht die Fischersfrau allein. In Ingjaldsandur, der abgelegensten Station der Postflugroute, bereitet Gwisny die Piste vor. Er, der Fluglotse, ist einer der letzten Bauern im Tal und er hat damals die Landebahn selbst gebaut. Wie ist der Wind jetzt, Whitney? Es ist Windstille. Windstille, freie Landebahn. Wir sind auf dem Landeanflug. Ingjaldsandur hat schon bessere Zeiten gesehen. Noch vor 20 Jahren gab es rund 100 Leute hier, davon 30 Kinder. Man hatte eine eigene Schule im Tal, jetzt gibt es keine Kinder mehr. Die Familien sind weggezogen. Nur noch 3 Höfe werden bewirtschaftet. Zurzeit leben hier 950 Schafe, 7 Erwachsene, eine Katze und 3 Hunde. Die Flugverbindung macht es den 7 Leuten überhaupt möglich, hier noch wohnen zu bleiben. Denn die einzige Straße, die aus dem Tal hinausführt, ist den ganzen Winter über geschlossen. Und der Wasserweg
ist nur bei spiegelglatter See möglich, denn es gibt keinen Hafen. Ich musste gestern warten, bis es fror. Erst dann konnte ich die Landebahn räumen. Sonst wäre die zu glatt geworden. Wir drehen jetzt um und sind zum Abzug bereit. Saibul, einer der 3 Höfe des Tals. Er gehört 3 alten Leuten. Wisni, der Fluglotse, und sein Bruder Mündi sind um die 70. Sie herrschen über 400 Schafe und bilden ein perfekt eingespieltes Team. Als sie noch jünger waren, gingen sie verschiedenen Berufen nach. Der eine arbeitete als Straßenbauer im Sommer, der andere als Fischer im Winter. Auf diese Weise konnte immer einer von beiden den Hof versorgen. Den Haushalt der Brüder führt ihre Schwester. Die 3 Geschwister haben keine eigenen Kinder. Und wie es mit dem Hof später einmal weitergeht, ist ungewiss. Der einzige Nachwuchs ist Betty, die Nichte. Sie wurde von den 3 Geschwistern großgezogen, hilft ihnen manchmal und versucht, sich eine eigene Existenz aufzubauen. Nicht ganz leicht in der Nachbarschaft dieser Patriarchen. Betty war schon draußen in der großen Welt. In Amerika und in Europa. Sie hat in verschiedenen Berufen gearbeitet, aber sie ist in die Abgeschiedenheit ihrer Heimat zurückgekehrt. Sie will sich für immer hier niederlassen. Ihr gehört der zweite der 3 Höfe im Tal. Fallegasti tíminn oft sumarnæturnar. Því þá sólin, hún flýtur hérna alveg eftir hafflöttinum og Die schönste Zeit, das sind die Sommernächte. Dann steht die Sonne am Horizont. Sie verschwindet hinter dem Berg, ist nur kurz weg und kommt dann gleich wieder hoch. Wie gesagt, die Nächte im Sommer sind hier die schönste Zeit. Im Frühjahr, wenn die Abendsonne hier im Meer zu sehen ist. Und auch im Herbst ist es sehr schön, wenn die Herbstfarben kommen und die Sonne niedriger steht und Schatten an die Berge wirft. Sólin farin að lækka á lofti og farin að mynda vissa skugga svona í fjöllin. Weiter drinnen im Tal, dort wo die Brandung nicht mehr hörbar ist, steht der 3. Hof. Das Haus von Gudrun und Gvismundur. Hier ist es sehr still geworden. Früher ging es hier turbulenter zu. 6 Kinder sind hier aufgewachsen. Heute kommen sie nur noch zu Besuch vorbei oder wenn ihre Hilfe dringend gebraucht wird. Das ist jedes Jahr zur Zeit der Lämmer und zur Heuernte im Sommer. Wenn sie im Winter zu Besuch kommen, was selten genug vorkommt, dann ist es für Gudrun immer ein kleines Fest und sie deckt den Familientisch wie früher. Meistens ist Gvismundur aber ganz allein mit seiner Arbeit auf dem Hof. Der Schafzüchter verbringt mehrere Stunden am Tag in seinem Kühlhaus, denn neuerdings verarbeitet er seine Schlachttiere auch noch selbst. Die Quoten in der Schafzucht begrenzen das Einkommen eines Hofes derart, dass Gvismundur versucht, sich durch eigene Verarbeitung ein zweites Standbein zu schaffen. Er liefert das Fleisch geräuchert, gesalzen oder gefroren an den Händler. Er hat sich daran nicht verrechnet,
denn sein Fleisch findet reißenden Absatz. Es ist ein einsamer Job. Kein Vergleich zu früher, als hier nichts ohne gegenseitige Hilfe ging. Die Technik macht das Leben leichter, aber eben auch einsamer. Guzman-Dür ist außerdem noch sein eigener Transportunternehmer. Mit dem Raupenfahrzeug bringt er die Ware über die Berge in den nächsten Ort. Den ganzen Winter über bietet dieses Fahrzeug neben dem Postflugzeug die einzige Möglichkeit, das Tal zu verlassen. Gerade wegen dieser Abgeschiedenheit sind die meisten Nachbarn weggezogen. Es ist natürlich schlimm, dass die Leute alle wegziehen. Aber da kann man nichts machen. Wir sind sehr glücklich hier. Es klingt zwar unglaublich, aber wenn man wegfährt, hat man keine Ruhe, bis man wieder zu Hause ist. Hér getur maður á vorin, haustin í góðri stöðu, maður getur hlustað á lognið. Hier kann man im Frühling und im Herbst bei gutem Wetter die Stille hören. Die Stille spürt man nicht unten an der Küste, weil man dort das Meer hört. In der Stille hört man alle möglichen Töne. Früher glaubten die Leute, Elfen zu hören, die Psalmen singen. Wenn das Gras trocken ist und wenn der sanfte Ostwind bläst, kann man alle möglichen Klänge hören und seine eigene Musik daraus machen. Ich habe eine Melodie gehört, die Robert Abraham Ottoson für mich aufgeschrieben hat. Er war der Musikleiter der Landeskirche. Das ist die Komposition von Guzman-Dür, dem Schafbauern aus Ingjaldsandur. Eine Melodie aus der Stille. Zurück auf den Hof der drei Alten. Es ist nicht viel los für Una, die Schwester von Gwisny und Mundi, den beiden alten Brüdern. Ja, ja, so ist das. Jetzt tun wir das da rein. Ein bisschen mehr Saft. Wie wird es Ihnen ergehen, wenn Sie noch älter werden und sich nicht mehr selbst versorgen können, auf diesem Hof ohne Kinder? Man denkt nicht dran. Wir sind ja noch so jung. Wir sind doch noch bei Kräften. Man denkt nicht darüber nach, bis es soweit ist. Wenn die Gesundheit gut ist, dann ist alles gut. Bootsreparaturen sind Winterarbeit und eine Lieblingsbeschäftigung der Brüder. Er það hátt? Það ætti að vera komið hérna, sko. Mit diesem Boot sind sie als junge Männer zur See gefahren. Jetzt wird es restauriert. Ein Stück Nostalgie. Wie alt ist das Boot? Þessi mynd upphaflega smíðaður 1930. Es wurde 1930 gebaut. Hvað? 1940. Wir besitzen es seit 1940. Hann var upphaflega smíðaður eftir. Es wurde von Gisli in Bildudalur gebaut.
gebaut, einen bekannten Bootsbauer. Einer der besten hier in den Westfjorden. Der hat viele gute Boote gemacht. Þetta voru aðal samgöngutækin hérna á fjörðunum, sko. Bara inn á fjörðunum. Das waren die Verkehrsmittel hier an den Fjorden. Man hat die Boote benutzt, um von Hof zu Hof zu kommen. Sjóleiðina, sko. Þangað til að 1952 þá... Bis 1952. Dann kam ich zum ersten Mal nach Arnarfjörður mit der Planierraupe, um den ersten Weg zu bauen. Bis dahin waren die Boote das Verkehrsmittel. Die Winter sind nie lang genug, um alles zu schaffen. Wir haben zum Beispiel in diesem Winter nicht gesägt. Es wird viel Arbeit machen, das Treibholz, das in diesem Winter angeschwemmt wurde, zu zersägen. Zukunftspläne im Haus von Betty. In einem fast menschenleeren Tal sitzt sie mit ihrem Freund Erik aus Dänemark über Bauplänen. Ein moderner Schafstall, eine Nerzfarm und Bungalows für ein paar Touristen werden durchkalkuliert. Zukunftspläne. Für wen eigentlich? Für Bettys Tochter? Die 17-Jährige lebt seit Jahren im Internat in der Stadt, in einer ganz anderen Welt. Bis spät in die Nacht diskutieren sie Kredite, Zinsen, Rentabilität. Am nächsten Morgen. Sturm und zum Teil dichter Schneefall. Alle Flüge sind abgesagt. Nichts geht mehr, wie so häufig im Winter. Kein Linienpilot fliegt bei solchem Wetter in die Westfjorde. In der vergangenen Nacht ist ein Fischer auf hoher See verunglückt. Notruf an den Hauptflughafen in Ísafjörður. Der Pilot Hörður und der Fluglotse sind seit Stunden auf Bereitschaft. Es war ein Unfall gestern Nacht. Sie wollten sofort nach Reykjavik, aber sie haben jetzt schon 6 bis 8 Stunden warten müssen. Und die Lage des Patienten hat sich inzwischen etwas stabilisiert. Ich werde am späten Nachmittag wieder anrufen. Vielen Dank. Wiederhören. Hör mal, das Wetteramt sagt, dass kein Flugwetter ist. Südlich von hier ist mit Vereisung zu rechnen. Das war zu erwarten. Bei 35 bis 40 Knoten in Berghöhe und 60 Knoten oben. Nach weiteren 4 Stunden ist es soweit. Hörður kann fliegen. Alles geht jetzt sehr schnell. Rund 300 Mal im Jahr fliegt Hörður kranke Leute in die Hauptstadt Reykjavik. Fast jede Familie in den Westfjorden war schon einmal auf seine schnelle Hilfe angewiesen. Das Postflugzeug ist längst auch Krankenwagen, Taxi, Lastentransporter. Hörður wurde für manch einen schon zum Lebensretter. Der Winter ist die Hochsaison für ihn. Seit 30 Jahren betreibt Hörður Gudmundsson seine kleine Flugfirma. Das heißt 30 Jahre Erfahrungen mit kürzesten Landepisten, mit ständig wechselndem Wetter, mit Sturm, Eis und Schnee. Erfahrungen,
die den isoliert lebenden Menschen an den Westfjorden zugutekommt, besonders denen, die schnelle Hilfe brauchen. Eine Krankenschwester kümmert sich unterwegs um den Verletzten, fast wie in einem Notarztwagen der Großstadt. Anflug auf die Hauptstadt Reykjavik. In wenigen Minuten wird der verunglückte Fischer im Krankenhaus sein. Für den Piloten ein Routineflug, für den Fischer die Rettung. Otto Ragnar Nikolaus, Singeri. Wind aus 10 Grad mit 10 Knoten. Heiter, klare Sicht im ganzen Fjord. Zurück im Norden, einen Tag nach dem großen Sturm. Temperatur 6 Grad, QNH 993. Den Flugbetrieb hier in Singeri hat Davies voll im Griff. Ein ehemaliger Fischer. Man muss oft hier herumhängen, bei jedem Wetter. Aber das ist meine Arbeit. Ich muss das Wetter beobachten und Auskünfte darüber geben. Singeri hat den zweitgrößten Flugplatz in den Westfjorden und ist ein wichtiger Hafen für die Fischer und ein Marktort für die Bauern. In der Nähe des Flugplatzes liegen 3 Bauernhöfe. Den Bauern geht es gut. Und wie sieht es mit Arbeit in Singeri aus? Bis jetzt sah es gut aus. Aber es geht bergab wie überall im Lande. Die Krise hat auch uns erreicht. Jetzt gibt es auch hier Arbeitslose. Singeri hat 485 Einwohner. Hier dreht sich alles um Fisch. Jeden Tag bringen die Boote ihre Ladung in den Hafen. Fisch ist der wichtigste Rohstoff Islands. Er entscheidet über Armut oder Reichtum des Landes. Ein paar Bauern aus der Gegend finden sich immer, um die Boote zu entladen. In Singeri werden pro Jahr 8.000 bis 10.000 Tonnen angelandet. Heute sind es 40. In den letzten Jahren haben die isländischen Fischer nur noch halb so viel gefangen wie früher. Trotzdem sind die Erträge der Fischindustrie bisher noch nicht entscheidend zurückgegangen, dank drastischer Produktivitätssteigerung. Früher, als sie noch in Unmengen gefangen wurden, ging man recht nachlässig mit den Fischen um. Heute behandelt man jeden einzelnen Fisch fast wie ein rohes Ei. Abfall gibt es nicht mehr. Voller Stolz verweisen die Isländer darauf, dass sofortige Kühlung auf den Schiffen, modernste Maschinen und sorgfältigere Verarbeitung auch die Qualität des Fisches gesteigert haben. Und da die Verbraucher für bessere Qualität auch mehr zu zahlen bereit sind, hat die Krise des Fischfangs noch nicht voll auf die Wirtschaft durchgeschlagen. Diese Frauen arbeiten meist nur halbtags, während ihre Männer als Fischer zur See fahren. Die meisten stammen aus Bauernfamilien, die früher auch Fischfang betrieben. Als die großen Trawler aufkamen, verloren sie ein wichtiges wirtschaftliches Standbein.
Viele gaben ihre Höfe auf und zogen in die Nähe der Fischfabrik. Svanlegur und sein Freund, 2 Schüler aus Singeri. Sie haben heute wieder mal großes Glück. Sie dürfen die Fangleinen eines Fischers beködern. Für einen Eimer gibt es umgerechnet 27 Mark. Der Eimer enthält eine Leine von 400 Metern Länge und daran lassen sich etliche Köder aufspießen. Was ist besser, Schule oder Ködern? Ködern, ja. Warum? Man braucht keine Hausaufgaben zu machen. Zwei Stunden brauchen die Jungen, um den Eimer zu füllen. Und dann reicht das Taschengeld erstmal wieder für eine Weile. Wenn man zum ersten Mal beködert, sticht man sich da nicht in die Finger? Beim Tintenfisch oder Hering, ja. Aber nicht bei der Lodde. Ist es mit der Lodde leichter? Ja, man braucht die nicht aufzuschneiden. Sie wird aber doppelt aufgespießt. Ob Svanlegur und sein Freund eines Tages auch als Fischer zur See fahren werden, ist noch ungewiss. Informatik wäre ihnen lieber. Aber einen solchen Beruf könnten sie in ihrer Heimat weder studieren noch ausüben. Sie müssten in die Stadt ziehen. Und wieder wäre es ein bisschen einsamer an den Westfjorden. Nach 6 Monaten Winter wird die einzige Straße nach Ingjaldssandur endlich vom Schnee geräumt. Aber die Maschine streikt auf halber Strecke. Normalerweise braucht man für die Straße 3 Tage. Doch das kaputte Fahrzeug und erneute Schneefälle sind schuld daran, dass die beiden Männer es nach einer Woche immer noch nicht geschafft haben. Sie sind eigentlich Bauern, aber hier an den Westfjorden muss man einfach alles können. Die ersten Autofahrer warten schon ungeduldig auf die Durchfahrt. Sobald die Straße offen ist, wird man nicht mehr verschiedene Fahrzeuge für diese Strecke brauchen. Die alten und neuen Wegweiser kommen langsam wieder unter dem Schnee hervor. Die Rettungshütte lässt ahnen, wie verloren man hier sein kann. Der Schneeräumer läuft wieder. Stellenweise ist der Schnee 3 bis 4 Meter hoch. Aber wenn die Straße geräumt wird, kann der Frühling ja nicht mehr fern sein. Je weiter der Schnee abschmilzt, desto mehr fallen sie einem auf. Die leerstehenden, mehr oder minder verfallenen Häuser. Im Tal von Ingjaldssandur stehen 4 von 7 Häusern leer. Hier lebte ein altes Ehepaar mit der Mutter. Keines seiner Kinder wollte den Hof übernehmen. Seit 2 Jahren steht er nun leer. Die 3 Alten sind für immer nach Reykjavik gezogen. Auf diesem Hof lebte einer, der sich an die moderne Zeit nicht anpassen wollte. Als man alle Höfe ans gemeinsame Stromnetz anschloss, weigerte sich der Bauer. Er wollte wie immer seinen alten Generator benutzen. Kurz darauf gerieten Haus und Hof in Brand. Schuld war der Generator. Der Bauer war zu alt für einen Neuanfang und ging fort. Die Straße ist offen. Die Leute in Ingjaldssandur sind nicht mehr auf den Postpiloten angewiesen, wenn sie ihr Tal verlassen wollen. Aber zurzeit verlässt keiner das Tal. Niemand hat Zeit dazu. Fertig heute noch nicht?
Dies ist die Zeit, in der die Lämmer geboren werden. Und das bedeutet Schichtarbeit für alle, Tag und Nacht. Bei Gwismundür sind Söhne und Enkel eingetroffen, um zu helfen. Die Mutterschafe müssen ständig überwacht, die Lämmer markiert und registriert werden. Immer wieder muss Geburtshilfe geleistet werden. Etwas ungewohnt für den Enkel, der sonst in der Stadt lebt. Brokkoli, Rüben, Blumen. Schon wochenlang hat Gudrun die Pflänzchen im warmen Keller des Wohnhauses gezogen. Jetzt bekommen sie Tageslicht, sind unter Glas, windgeschützt, bei 5 Grad Wärme. Das Gewächshaus ist Gudruns Lieblingsort im Frühling. Kein Wunder, nach 6 Monaten Schnee und Eis. Mich interessiert es einfach, das Leben so sprießen zu sehen. Es macht viel Spaß und man vergisst sich selbst dabei. Am schönsten ist es, wenn sie blühen. Es macht einfach Vergnügen zu beobachten, was man unter diesen Umständen hier so alles erreichen kann. Wie du siehst, ist der Schnee ja noch vor der Tür. Es ist oft mühsam, dem Leben auf die Beine zu helfen. Aber in diesem Jahr hat Betty mehr Erfolg mit ihren Lämmern, als sie erwartet hatte. Ein guter Start für den neuen Stall, der noch im Sommer stehen soll. Denn sie und ihr Freund Erik sind fest entschlossen, ihre Träume von einem modernen Bauernhof zu verwirklichen. Warum müssen die Lämmer dann aus der Flasche trinken? Weil ihre Mütter nicht genug Milch haben. Einige Lämmer brauchen gar nicht so viel, wie sie jetzt gerne möchten. Aber wenn man anfängt, ihnen Milch aus der Flasche zu geben, dann möchten sie mehr, als sie brauchen. Sie brauchen eigentlich nicht viel, aber ich gebe ihnen trotzdem morgens und abends etwas mehr. Die junge Bäuerin Betty sieht ihre Zukunft in diesem abgelegenen Tal. Mögen die Winter hier auch noch so lang und einsam sein. Mag auch woanders mehr zu erleben und zu verdienen sein. Mögen viele andere auch fortziehen. Betty wird bleiben.